The Triforce is the harmonious union of power, wisdom, and courage. It has been the object of countless battles between the forces of light and darkness. Each time the Triforce fell into the clutches of evil, Hyrule was plunged into misery. But in every age, a hero, clad in green, would restore peace to the land. During one of these dark times, the legendary hero split the spirit of evil into 4 fragments, sealing each away to finally break the cycle of destruction. 3 of the fragments were scattered across time and space. The final fragment was sealed in a sacred temple built upon holy ground, imprisoned by the blade of evil's bane. For generations, Hyruleans have told the tale of the war across the ages. This is how it begins. Deep in the forests, far from mortal eyes, a great sorceress watched over the balance of the Triforce. Through her magic, she could see across ages, able to read the fates of all who lived, but never interfering. That is, until a unique soul caught her attention. The soul of the hero of legend, eternally reborn when Hyrule's need is greatest. Through her powers, the sorceress should have seen that the hero was bound to another. Instead, she saw only a soul that was unlike any she had known. And while the sorceress was preoccupied, a fragment of darkness, locked in its prison, saw an opportunity. The whispering darkness wormed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart, the darkness compelled her to open the Gate of Souls, the doorway of time itself. Monsters from across the ages pour through the gate, bringing ruin to the land of Hyrule once more. Und damit wird es Zeit für ein weiteres großes Abenteuer der Videospielgeschichte hier mit Hyrule Warriors. Herzlich willkommen zum neuesten Krachertitel hier für die Wii U. Ach hey, die ganze Intro-Szene hier jetzt so am Titelscreen und die Musik einfach nur episch geil. Und wie man sieht, sagen wir hier die Version 1.2, ja, ein paar Updates und so, weil es war offenbar nötig, vor allem der letzte Punkt, Verbesserung der Stabilität des Spiels. Nun ja, Einhänder, Holzschwert 8-Bit auch hinzugefügt, okay, bin schon mal sehr gespannt und wir werden auch mal sehen, wie sich das Ganze spielen wird, wa? Natürlich auf dem Pro-Controller, weil das Gamepad wäre hierzu zum Let's Play ein bisschen doof. Der Legende-Modus wäre eine Variante, machen wir gleich noch, dass wir die ganzen Optionen noch kontrollieren.
Okay, Schwierigkeitsgrad machen wir erstmal normal. Wir können auch immer noch auf schwierig machen, weil, klar, Hyrule Warriors ist, kommt ja auch eine Dynasty Warrior Saga oder Serie und ich habe ja auch schon, von der Serie her habe ich auch schon One Piece Pirate Warriors 1 und 2 gezockt. Also denke ich mal, dass die Schwierigkeit des Spiels nicht so ein Problem für mich sein dürfte. Okay, Steuerung Rumble ist ein, okay, das ist ein Beleg, ich will dann ganz kurz gucken. Warrior-Stil, hätte ich eigentlich lieber einen Zelda-Stil. Ja, eigentlich nur da die 4 Knöpfe halt, A, B, X, Y. Also irgendwie der A-Spezialgriff, B ausweichen und irgendwie Y Normalangriff und ein bisschen crazy. So, Zelda-Style. Übernehmen, ja, gerne. Und würde mal sagen, geht's endlich los hier mit dem Legende-Modus bei Hyrule Warriors. Impa, ich hatte schon wieder diese Vision. Vielleicht ist das ein Zeichen dunkler Zeiten für Hyrule. Dunkle Zeiten? Da müssen wir ihn finden. Den Helden, der des legendären Gewandes würdig ist. Tja, wer könnte das wohl sein? Hier werden wir keine Helden finden. Es wäre klüger, sich anderweitig umzusehen. Erholt! Eine Armee von Ungarn nähert sich Hyrule! Macht doch kampfbereit! Oh oh. Sieh an! Ist das nicht die Prinzessin? Aber stellen Sie Ihre Zeit damit, uns anzusehen. Hm? Ach du Scheibenkleister! Oh! Was in Zelda steckt in Schwierigkeiten zu sein. Hey, Link! Was hast du vor? Gute Frage. Let's fight! Tja, und damit geht wohl das eigentliche Let's Fight hier bei Hyrule Warriors so richtig schön in die Gänge. Verbündete retten! Du kannst angeschlagen Verbündete retten, indem du deinen Charakter in den Rettungsbereich und den betreffenden Verbündeten bewegst. Yep, ist mir nichts Neues. Wenn du angeschlagene Verbündete rettest, wird ihre Energie regeneriert. Ebene von Hyrule. So, sind wir gespannt. Okay, das Ausweichen also. Und das sind normale Angriffe. War denn das Schild schon wieder? Okay, das Kamera. Schild müsste der hier sein. Ne, das Falsche. Das war das Schild, okay. Du hast nicht mehr einen Kampf im Monsterhorn entdeckt, okay. So Leute, wie ihr seht, haben wir da rechts oben haben wir da eine kleine Karte. Keine Sorge, wenn ich nicht allzu viel erzählen. Das meiste erzählt sowieso von selber. Genau, besiegt zusammen mit Impa die Monsterhorden. Haben wir da eine kleine Karte. Blau sind wir, rot sind die feindlichen Horden. Und so geht es natürlich darum, alle zu schnetzeln, abzuwehren, coole Special Effects auszubringen. Kann noch gucken, der eine geht dann relativ schnell, war. Hat irgendwie eine Special-Leiste? Nee, war. Wow, kann sogar aufladen. Guck mal, aufladen und Tschüssikowski. Alter, macht das Spiel wieder Spaß. Ich bin irgendwie, was war denn da drin her? Es wird doch irgendwie One Piece Pirate Warriors zocken, nur viel geiler. Navi? Danke, ich habe dieses Monster nicht kommen sehen. Mein Name ist Proxy. Wie heißt? Proxy. Und Proxy-Server oder was? Kannst du in die Luft springen? An schlecht. Und haben noch nichts. Oh mein Gott, wir haben einen Special-Angriff. Was fällt mir, wenn zur Seite stehen, Link?
Sponsoren haben Zelda und singen. Was? Oh, direkt nach. Ausweichen. Yeah. Kein Schritt zurück. Wir sind Hyrule's letzte Hoffnung. Raum 1. Die Musik, hey. Komm nicht weiter, verdammt. Was ein Hauptmann, okay. Du bist völlig Kumpel. Ha, greif ihn an, lass nicht nach. Und wie die las nachher, Nachlass natürlich. Rücke Richtung Wehrfestung vor. Okay, mache ich. Ja, im Grunde ist so, die einfachen Gegner kann man eigentlich so belassen, wie sie sind, weil die sind in der Regel zu schwach für uns. Also sprich, unsere normalen Mitstreiter sind auch zu stark für sie. Das dürfte also kein Problem sein. Was allerdings ein Problem sein könnte, sind natürlich die normalen Gegner hier. Wie der hier zum Beispiel. Der heißblütige Drachenritter Volga. Bist du mit Volvakia verwandt? Hey, listen! Wenn du Welt drückst, voll die Kamera automatisch einem Feind in der Nähe. Sehr gut, das haben wir bereits gemerkt, aber ist egal. Wenn die Kamera dem Feind folgt, kannst du durch den eigenen von er bestimmen, welcher Feind anvisiert werden soll. Das ist geil. Du glaubst, du hast mir gewachsen und weiß es. Kein Problem. Wow, habt ihr geblockt. Deine Feinde lassen ihre Schwachpunkte von Zeit zu Zeit ungeschützt, wenn sie ihre Spezialangriffe ausführen. Dann wird eine Schwachpunktanzeige beim Kopf angezeigt. Okay. In einer Reihe von Angriffen kannst du die Energie der Schwachpunktanzeige reduzieren. Die Energie der Schwachpunktanzeige aufgebaut ist, wird ein mächtiger Schwachpunktangriff entfesselt. Das ist neu. Wow! Alter! So, mal gucken, macht das ein bisschen bei dir? Ja, ist eigentlich schon klar, welchen anvisieren will. Frag es bloß, wie genau? Wir vertrieben uns doch gar nicht nett. Wow. Der Schild bringt kaum was. Was tut natürlich sowieso nicht. Was sagst du dazu? Volga. Bams und tschüss. Arsch mit Ohren. Daneben. Schwachpunktangriff. Geh mir aus dem Weg, du Wicht. Oh oh. Autsch. Oh, voll die Schnauze. Gut, dann sterb gemeinsam. Und der Helm, das wäre echt wie Volvakias Kopf. Sehe ich jetzt gerade erst. Oh nein. Voll im Arsch. Nicht so mit uns. Bist du etwa? Und ob ich sterbe in Mission Complete. Er zieht sie zurück. Und jetzt sind sie down. Jetzt mache ich alle platt. Komm nur her hier. Komm nur her, komm nur her, komm nur her. Und Tschüssikowski. Die Musik, die ist so geil. Und ich krieg Rubine dafür. So, mal ganz kurz alle safen hier. Okay, sind alle gut. Die Wehrfestung ist offen. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Na, wo seid ihr denn alle? Wo seid ihr denn alle? Ah, da ist noch einer. Wo ist denn der? Da oben, okay. Man sieht immer schon auf der Minimap. Wohin ist... Magie! Listen! Die Magiekrügen füllt seine Magieleiste auf. Wenn sie voll ist, kann seine Magie entfesseln. Alter, ist so geil, hey! Das Spiel macht richtig Fun, es ist so geil. Wow, okay. Ich muss sagen, das habe ich echt lange Zeit vermissen. Eigentlich ein klassisches Zelda-Spiel, was dann doch wieder komplett anders ist und einfach so richtige Gegner-Horden metzen kann. So was will ich! Oh, das war jetzt ein bisschen doof. Wow, das war jetzt gar nicht gut! Das ist relativ schnell, war. Verdammt nix! Bams! Und das Schild ist zu stark, und das können wir natürlich auch noch.
Wo ist er? Ah, dort. Komm doch her, du bist ein... Wow, Magieangriff geht noch nichts, wa? Wow! Kann zurückschicken? Nee, geht noch nicht. Aua! Kommt jetzt der Typ von hinten. Und keine Herzen mehr. Ich muss langsam ein bisschen beeilen. Und Tschüssikowski, sonst wollte ich wieder fragen hier. Mann, ihr seid doch einfach zu doof. Kronhauptmann? Die Höhleneingang ist doof. Habt ihr gerade richtig gelesen? Koronen? Kommt relativ früh. Du kriegst einen Schuss aus der Höhle, geil, Mann. Ah, doch, cool. Dankeschön. Ja, ein bisschen verwirrt, aber egal. Begib dich in die Höhlen und hol den Schatz. Was das wohl sein? Was wird's wohl sein? Bomben! Leute, ich werde es nicht noch öfters sagen, aber die Grafik ist einfach der Hammer! Wir sind auf Gegner der Sprengefels mit ihnen. Also garantiert das Spiel momentan auf der Wii U mit der besten Grafik von allen. Listen, drücke zu der um Einzeltaste, zum Beispiel Bomben. Endlich mal. Das war ja klar. Hehe, wir haben dich eingekesselt. Hehe, du bist ganz ein Doofer. Damit kannst du Felsen aus dem Weg räumen und zu Prinzessin Zelda gelangen. Okay. Geflohen? Auch nicht schlecht. So, du. Ein paar Bomben, ist klar. Nennt das du. Der normale Special-Angriff ist auch cool, so wie Zelda. Wo ist die gute Dame denn? Wie gesagt, es sind eigentlich normale Gegner, dann schafft sie in der Regel alleine. Was noch aus Pirate Warriors weiß, ist, dass man häufig zwischen den Gegnern, also sprich von Gegner zu Gegner switchen muss, weil halt irgendwie für Minuten irgendwie im Arschkalle sind und so. Das war teilweise ein bisschen doof. Wir sind kein Anfänger. Dachte ich, verdammt! Ja, jetzt seht ihr gerade, da sage ich so, oh nein, mir geht's nicht gut. Ich glaube natürlich, das könnte auch mit der Bewertung zusammenhängen. Wenn ich den natürlich nicht rate, dann plötzlich, oh scheiße, mir geht's gar nicht gut. Ja, wir kommen ja schon. Okay, ich jetzt mal weiter, das Gefühl. Oh, Entschuldigung, dann nicht gemerkt. Der Special-Angriff auf X. Das war wohl nix, Leute. Bam. So, alles klar bei dir? Du schon, warte, nehmen den starken. Ja, gut. Ein Bossgegner wohl. Zack. Kommen wir zu dem. Jetzt müssen wir weiter und Zelda retten. Wie lange hält die wohl durch? Mann, ey, das Spiel macht so. Was gerade? Keine Ahnung. Das Spiel macht so einen Fun. Impa, okay? Impa! Hallo, bin da, wer noch? Kommt der, wo seid ihr alle? Möglichst großen Radius natürlich und... Special Schlitzer! Eigentlich nur eine mega Wirbelattacke. Aber episch ist trotzdem... Mann, geht mir alle mal aus der Sonne! Prinzessin Zelda lebt! Wo ist sie denn? Wo ist sie? Da ist sie, Frau Postenhauchmann! Hallo Zelda, wie geht's denn so? Das Zelda reicht, yeah! Ich reite noch ganz mehr, wenn ich hier alle bashe. Tschüss! So. Noch irgendwelche Fragen? Natürlich der! Hallo! Wow! Kein Problem! Zum Angriff! Zeig diese Prinzessin! Wow, Alter, kann ich gleichzeitig lesen und angreifen! Mann, er geht alle auf den Sinkel, hey! Erobere Mittelfestung und Ostfeldfestung. Ja, denn das macht so Spaß. Los, was? Und so, dann kommt noch eine Mittelfestung, ist das klar, Mann? Nein, man versteht doch kaum durch die Rüstung. Listen, drücke ja, wenn deine Magieleiste voll ist, um deine Magie zu entfesseln. In der Magie bist du stärker, schneller und wirst weniger weit zurückgeworfen. Eine gewisse Anzahl besiegte Feinde erhältst du Bonuseffekte. Geil. Drücke X während deines Magieeinsatzes, um einen mächtigen magischen Angriff auszuführen. In der Magieleiste aufbrauchen die Schwachpunkte an seinen Gegner aktiviert. Das ist doch krass. So, wo sind die nächsten Gegner? Ich will Action haben. Wie große Bosse.
Listen, erober feindliche Festungen, damit der Feind keine weitere Verstärkung erhält. Dafür muss die Feinde dort besiegen, bis die Festungsleistung der Karte leer ist. Sobald die Festungsleistung aufgebraucht ist, erscheint der Festungskommandant. Auch das nichts Neues, Leute, kennen wir auch schon. Aus anderen Pirate, ich sag schon Pirate, aus anderen Warriors-Teilen, sag's mal so. Wie viele Bomben haben wir eigentlich noch? Ach, ist ja egal, Mann. Ah, der Bogenschütze geht drauf, denn die haben ja nichts drauf. So. Als Festungswärter scheint er für den extra da eine Magie einsetzen. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie noch was Stärkeres? Die Mittelfestung, okay, ich muss sie erobern, geht nicht anders. Magic for the win! So, man sieht, die Leiste geht langsam runter und es wird Zeit für den Magic. Wow, Hieb. Link hat 5 Feinde besiegt. Umso besser, Mann. Ja, guck mal. Natürlich, was sonst. Ja, es macht... Wow. Also gerade... Ah. Da kommt plötzlich der Festungskommandant. Der will uns auf die Schnauze geben. Kriegt aber nur selber auf die Mütze. Das Nordtor wurde geschlossen. Das ist die Südfelsfestung steht vor kurz zu fallen. Cool. Mission complete. Sie wurden erobert. Das war noch ganz schnell. Diese hier auch noch. Naja, komm doch schon. Link, der Plan ist unser Sieg gewesen. So groß und viel bei der Quelle der Göttin. Okay. Da unten ist sie, wa? Ja, wir werden hier ein bisschen aufräumen. Rabazamba und so. Die ist alles schön rot hier. Geht mir nochmal aus dem Weg. Ihr habt doch eh keine Chance. Die Quelle der Göttin rein. Da muss ich auch los, wa? Ja, du, sorry, ich muss los. Das überlasse ich meinen Freunden. Wenn man Bombe hätte, dann käme ich in die Quelle. Ich komm doch schon, Mensch. Immer so hetzen, hey, typisch Frau. Zerstöre die Wand und die Musik hält mich schön auf Trab, Mann. Tschüss. Oh, ist weit weg. Der Vorposten haut, Mann. Was fehlt dir denn? Wir müssen rein. Mit Zelda gehen wir rein. Yeah, die Quelle der großen Fee, wa? Sie wurde zerstört. Okay, cool. Und jetzt? Hier entlang. Bin ich gemeint zur großen Fee. Jetzt? Jetzt beten? Bist du wahnsinnig, Alter? Aktiviert den Magiekreis. Ach, kann doch schon. Wie aktiviere ich den? Ach, mit da, okay. Die Fena so Queen of the Majora's Mask. Ja, den Vorbau würde ich überall erkennen. Ja, nimm mal die Bomben. Hinfort mit denen. Wow, Alter! Ist doch wahnsinnig! Aber cool. Du hast mit dem Magiekreis viele Feinde getroffen. Eigentlich war es hier, aber ist egal. Du hast geschafft, das sollte einen unserer Feinde lichten. Ich hoffe zumindest mal. Mission complete. Ja, wirklich schon alles. Das wäre ein bisschen zu einfach, wa? Der Schlag in die Monsoren hebt die Moral der julianischen Truppen. Hey, listen. Sowohl Verbündete als auch feindliche Armeen besitzen einen Moralwert. Bei hoher Moral leuchten die Einheiten hell und sind stärker. Bei niedriger Moral sind die dunkler und schwächer. Ja, irgendwie klar, wa? Sehr gut, gehen wir zum Gegenangriff über. Ja, machen wir das. Sehr zurück, Prinzessin Zelda. Nun nehmen wir. Oh je, ob das so eine gute Idee ist, das noch vieles mehr erfahren wir das nächste Mal wieder hier bei One Piece sage ich schon, bei Hyrule Warriors. Ja, hoffen wir, das Projekt gefällt euch. Mir macht es bis jetzt schon
irrsinnig viel Spaß. Ich kann es jedem Zelda-Fan oder generell, ja, eigentlich jedem Videospiele-Fan nur empfehlen. Das Spiel macht richtig Fun und die Musik, die Atmosphäre von der Zelda-Kulisse her, einfach alles nur episch geil. Tja, wie gesagt, wie es weitergeht, seht ihr hier im nächsten Part bei Hyrule Warriors. Bis dahin, ciao zusammen! Geile Mucke, immer noch.